Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Satt und zufrieden, jetzt habe ich was gegessen. Ach, jetzt geht's mir auch wieder gut. So. Der Dorfschulze Gottfried, ach, den kennen wir doch aus Dali. Und dann sagt er, nimm mir für 100 Gil 3 Übernachtungen reserviert. Das kann nicht wahr sein, Übernachtung kostet 100 Gil. Ja, und Max hat 3 Übernachtungen für 100 Gil, genau deswegen bin ich auch hier. Hör auf, hier Erbse zu zählen und zahl schon die 300 Gil. Naja, eigentlich, die Woche ist ja die goldene Woche der Krönungszeremonie. Da kostet die Übernachtung leider 120 Gil. Was ist los? Da schlägt doch ein Fass wohl endgültig immer raus. Tut mir leid wegen der Belästigung, das alles ist mir ja so peinlich. Ja. Ja. Wirklich peinlich, das Ganze. Ja, nicht wahr, es tut mir wirklich leid. So einfach kann ich da aber nicht drüber hinwegsehen, dass die Leute Lebewesen einfach produziert haben. Deswegen. Einfach so vergebe und vergesse ist etwas zu leicht, finde ich. So, dann gehen wir mal dort hier. Na? Wie biege ich da jetzt das jetzt so hier, dass Ruby nicht wieder ihr Wut an mir auslässt, meine ich? Hey, Vivi. Ich würde dich hier gerne um eine kleine Qualle bitten. Qualle? Ja, genau. Wir wären sehr froh, wenn du dir mit uns zusammen Rubys Theaterstück anguckst. Ja klar, ich lieb Theater. Ja, das ist ein echt feiner Zug von dir. Also dann geh schon mal vor, geh einfach die Treppe hinter mir runter. Such doch schon mal einen guten Platz. Blank. Och Mann. Jetzt nutzen sie den armen kleine gutmütige Kerl noch für sowas aus. Blank. Du weißt doch, dass ich nicht gern warte, du. Tust du mal bitte verrote tun, wie lange du hier denkst, mich noch warten zu lassen. Hey? Wer bist du denn? Siehst ja irgendwie jucksig aus. Das ist der Vivizefix. Was denn, Sinner? Ist das der Freund von dir? Hallo, Onkel Zinner. Ich bin kein alter Onkel Zefix. Ich bin ein schöner Jungseel Zefix. Eine spaßig Jung. Stopp, hier gefällt's mir. Willst du das Stück anschauen? Ja, gern. Nicht nur spaßig, sondern auch noch lieb. Hier gefällt's mir wirklich, Kleiner. Es geht leicht los. Also setz dich schon mal irgendwo hin. Natürlich ganz hinter. So, die zwei kommen auch noch hinterher gestolpert. Schon die beste Laune zu sein. Wirklich clever von dir, Vivi mitzubringen. Den Ärger auf dich hat sie wohl schon vergessen und so. Hab die halt voll im Griff. Blank. Nachher habe ich mit der noch ein Hühnchen zu Opa. Blank, ich hoffe, du hast dann Friede gemacht und so. Okay. So, dann haben wir sie wieder in ihrem goldenen Käfig. Steiner? Ja, was wünscht ihr? Also, ich würde gern Zidane treffen und mit ihm sprechen. Prinzessin, im Moment ist doch dafür wohl nicht der geeignete Zeitpunkt. Außerdem liegt ihr und er jetzt nimmer in derselben Welt. Nanu, was vernehme ich da für laute Stimme? Ist da etwas vorgefallen? So, Prinzessin, ich denke, es ist so langsam an der Zeit, euch für die Zeremonie umzuziehen. Generäle Beatrix, werdet ihr wohl so gute Prinzessin ein bisschen zur Hand zu gehen? Sehr wohl. Ach ja, da ist ja noch etwas, was ich auf keinen Fall vergessen darf, euch zu überreichen, Prinzessin Garnet. Opal erhalten. Ah, wieder was Schönes für Beschwörungen. Und Topas, ein Amethyst. Das sind die Stellen, die die Kräfte in eurem Körper banden und versiegelten und die euch Königin Brane mit Gewalt entrissen hat. Aber naja, das sind Ereignisse aus bereits vergangener Tage. Das jetzt und heute nochmal auszudisputieren, ändert die Dinge anime. Aber sie hat ihr Bestia wieder. Und muss halt wieder neu lernen. Aber immer hier. Das ist doch schon mal was. Hauptmann Steiner? Oh, eure Loyalität scheint ja wirklich gegrenzt zu können. Wie ich sehe, möchten ihr wohl achte Prinzessin beim Umziehen zur Hand gehen? Wie? Was? Ich bitte vielmals um Verzeihung, erlauben mir, mich zurückziehen zu dürfen.
Ja, der ist immer noch etwas Nullchecker-mäßig unterwegs. Beatrix, ich würde so gern Sie dann sehen, wenn dir das geht. Das ist gerade ein bisschen delikater Zeitpunkt. Vielleicht könnt ihr euren Wünschen noch für eine Weile. Ach, aus eurem Mund hast du die gleichen Worte. Prinzessin gar nicht. Verzeiht, ich stehe vielleicht nur ein bisschen neben mir. Die kleine Kröte wieder. Ich bin kein Fan von ihrer kleinen Grott, bin ich ganz ehrlich. Jetzt, wo Lili Königin wird, ist es für Eiko die Gelegenheit, das Herz von Zidane für sich zu gewinnen. Du bist nach wie vor sexy, Mädel. Als erstes schreibe ich ihm einen ganz romantischen Liebesbrief. Die Strategie versagt nie, habe ich gehört. Aber mein Wort ist wie ein Pfeil in sein Herz, Boris, und schnitzt nix. Alter, Mädel. Ich hoffe nur, dass die Prinzessin im Gewicht der Krone standhalten wird. Denn in einer schweren Zeit setzt das Volk natürlich seine ganze Hoffnung auf sie. Ja, wäre doch nicht einfach, Alexandria dann noch so eine Zeit wieder in der Friede zu führen. Hey, der gescheit aussehende Onkel guckt mal gerade recht. Du, hör mal, du bist doch ganz gescheit, oder? Hoho, gescheit sehe ich also in deiner Aare aus. Ja, sogar ziemlich gescheit. Was lässt mich denn so gescheit aussehen, mein Kind? Man lernt über sich ja selbst nie aus, also verrot's mal bitte. Ja, gut. Also, du wär erstmal der dich gescheit aussehen lassende Bart. Dann der dich noch so gescheit aussehen lassende Hut. Und jetzt zuletzt die dich so wahnsinnig gescheit aussehen, die lassen die Nas. Wo Marie guckt, du siehst überall völlig gescheit aus. Oh je, das heißt, wir machen jetzt kluge Köpfe anhand von ihrer Riesennase aus, oder was? Hoho, du bringst mich noch ganz in Verlegenheit. Sag mal, wo du doch so gescheit bist du doch gut in Poesie, oder wie das heißt. Naja, es gab zumindest Zeiten, in denen ich mir das Schreiben bei Forschung finanziert habe und so manches Gedicht. Eiko will so einen Brief verfassen, aber ich weiß nicht genau, was ich schreiben soll. Hoho, ein Brief, sagst du. Wenn du mit meiner bescheidenen Könne vorlieb nehmen kannst, so soll es mir Vergnügen sein. Ja, der ist schon ziemlich bescheiden für so einen sehr kluge, belesene Mann. Großartig, der kommt bitte mit, ja? Wie die hier jeden rumkommandiert, als wäre sie noch in ihrem Dorf. Das Horn, was die du am Kopf hat, so ein Horn habe ich doch schon einmal. Ja, erforscht die ruhig. Das ist noch einer von der ganz wenig lebenden Esper. Es liegt schon sehr lang zurück und ich hab's schon beinahe vergessen. Aber nichts hat mich je wieder so in Schrecken versetzt wie die Sache damals. An dem tagelangen Sturm, da ist ein kleines Boot in der Hafen getrieben. In ihm war ein kleines Mädel und eine Frau. Wahrscheinlich die richtig Mama. Die Mama war leider schon tot, aber das Mädel hat noch schwach geatmet. Aber als ich das Gesicht von dem Mädel gesehen habe, da konnte ich meine Aare kaum trauen. Warum, das verstehe ich bis heute nicht, aber das Mädel hat genauso ausgesehen wie Prinzessin Garnet, die kurz zuvor ums Leben gekommen war. Sie hat ja wirklich wie einem anderen geglichen. Als wäre das denn schon verwunderlich genug, ist aus dem Kopf von dem Mädel auch noch ein Horn gewachsen. Ein Mensch mit einem Horn, wo alles in der Welt mochte die nur herstammen? Aber der damalige König hat befohlen, Mädels Horn abschneiden zu lassen. Er hat vor Schmerzen gekreicht und bitterlich gegreint. Der König und seine Frau, Königin Brana, hätten sie anstelle von der Prinzessin Garnet eingesetzt und hätten sie großgezogen, aber könnte es vielleicht sein, dass das Mädel eben in einer Beziehung zur Prinzessin steht, und wenn ja, in welcher? Also jetzt wissen wir auch, dass Garnet wohl adoptiert wurde, aber merkwürdigerweise hat die leibliche Tochter von den König und Königin Brane wie Garnet ausgesehen. Wie kann sowas kommen? Na egal. Hey, aufwachen. Also du musst Eiko jetzt ganz schnell sagen, was ich schreiben soll. Hm? Oh, Entschuldigung bitte, ich war gerade ein bisschen in Gedanken versunken. Gut, die hat jetzt Hilfe vom Nasenmann. Prinzessin Garnet, ihr seht wirklich hinreißend aus. Nicht schlecht. Aber etwas unpraktisch in so einem Kleid rumzulaufen. Danke. Übrigens, Beatrix, das ist etwas, was ihr unbedingt wissen solltet. Worum geht's? Ich bin nicht die Tochter, die leibliche Tochter von Mama, oder besser gesagt Königin Bran. Prinzessin Garnet. Verzeiht, aber
darüber hat mich Professor Toto bereits vor kurzem aufgeklärt. Aber wisst, dass meine Loyalität eurer Hoheit gegenüber doch vor urargetastet bleibt. Ne, im Gegenteil sogar. Von nun an bin ich noch mehr euer unergebener Diener. Euer Majestät. Wird Sarah auch adoptierte Kinder zählen in dem Fall? Beatrix, danke. So. Hurra! Wenn sie dann die Zeile liest, dann kann er gar nicht anders, als sich unsterblichen Aiko zu verlieben. Ach du Scheiße. Vielen Dank. Ohoho, ich freue mich, dass ich dir behilflich sein konnte. Ach, ich habe mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich heiße Aiko. Ich komme übrigens aus einem Ort namens Madansari. Bis bald irgendwann. Mach's gut. Das wird er wohl auch kennen. Aus Madansari. Madansari, ist das denn das Dorf, aus dem der Legende noch das Volk der Esper stammen soll? Aber die akademische Welt hat sich darauf geeinigt, dass an der Legende wohl nicht Straße sei. Aber was, wenn die auch immer Straße sein sollte? Tja, sieht aus, als wäre das bahnbrechend für dich. Kannst du mit der akademischen Welt die Aare öffnen. So, was haben wir da noch für dich? Wobei, die will ich eigentlich nicht noch verbessern. Weil ist eigentlich Quark. Die spiele ich den noch ja sowieso nicht mehr. Insofern kann die ruhig ihren Käse beibehalten, denn sie da hat. So, jetzt habe ich auf jeden Fall den Brief. So, jetzt muss ich was sie dann schnell den Brief übergeben. Sonst, aber wo steckt sie dann wohl gerade? Plätsch. Da, ich bin ja runter. Wo ist das da? Das gab bei dir. Du Trampel. Entschuldigung, Lenny, aber du kannst doch schnell um die Ecke flitzt. Jetzt kann man nichts mehr machen, weil du da hängst. Ja, du hängst schon ziemlich hoch. Findest du es wohl auch noch komisch, du? Oh nee, mein Brief ist runtergefallen. Du sagst, du kannst eigentlich nicht runterhelfen. Dann überbring doch wenigstens den Brief. Jemand namens Sidan, alles klar? Oho, ein Brief, was sie dann sagst, aber den überbringe ich da mit dem größten Vergnügen. Und was wird jetzt aus mir? Tja, du bleibst du dran. Das geschieht nur recht. So. Ah, jetzt kommt die Stelle, stimmt. Na super, ist gar kein Boot für mich in der Warteschläfe. Schlosspatrouille beendet. Okay, besondere Vorkommnisse. Hallo? Du brat mir noch jemanden Storch, das ist ja Park, der A-Führer von der Reiber. Mir war so, als hätte ich gerade meinen Namen gekehrt. Ah, was? Du bist es. Hauptmann, darf ich den Reiber für euch wegnehmen? Darf ich? Nee, leider stehen wir hier in seiner Schuld. Wir überlassen das hier mir und patrouilliert weiter. Zu Befehl, jawohl. Aber hallo, du guckst. Sollst du etwa in letzter Zeit vernünftiger Woche sei. Jetzt krieg ich wohl bloß nicht in den falschen Hals, Kerl. Du bist ein Reiber und das hier ist beileibe kein Ort, an dem Maxine wie dich duld. Aha, so läuft der Hass ja also. Wenn er von meiner Leid rettet man schnell das ganze Land und das ist dann der Dank davor. Aber du hast natürlich recht, Gesindel wie wir verdient erst gar nicht auch noch dieselbe Luft zu atmen wie der werte Herr Ritter. Natürlich stehen wir tief in der Schuld von Sidan. Hat er doch nicht nur unser Land, sondern auch die Prinzessin beschützt. Aber Reiver ist und bleibt halt einmal Reiver. Ich kann leid wie euch beim besten Willen nicht einfach so herumlungen anlassen. Und dank hat eigentlich auch schon gereicht. Aber egal, ich wollte ja sowieso kein Wurzler schlagen. Übrigens, ich habe sie dann im Schloss nicht finden können, da will ich nicht rein zufällig, ob der sich gerade hier irgendwo rumtreibt. Seit damals hat er keinen Fuß mehr ins Schloss gesetzt. Wie wär's denn, wenn sein Chef sich dran mal ein Beispiel nehmen tät? Jo, Allah ist ja schon gut, geht doch mal irgendwo Rostschutz suchen, Kerl. Dem ungastlichen Ort sag ich also ab jetzt auf Nimmerwiedersehen. Ja, wenn das mal nicht gerade mein Boot einläuft. Ah, die Briefe sind jetzt auch noch runtergebatzelt. Mal Burgstadt ohne Rückfahrkarte, bitte. Kerl. So, aber... Na, Beatrix sind jetzt wohl das Ding. Ach ja, das wird jetzt zu einige Verwirrungen. War mir noch klar, dass es niemand anders als Steiner sein kann, der hier wieder seinen Aufstand macht.
Puh. Obwohl ich in den Tage stark sein muss, stark sei für Königin gar nicht, verspüre ich dann mir bisher unbekannte Schmerz in meiner Brust. Was ist denn das nur? Hm? Doch, das hat doch wohl Steinerfalle gelassen. Was ist denn das? Was ist denn das? Wenn der leuchtende Mond die Sterne am Firmament anlächelt, dann warte ich am Bootssteg mit glühendem Herzen auf dich. Was ist denn das für ein Brief? Ist es etwa... Ich meine, ist es vielleicht... ein Liebesbrief an mich? Von Steiner? Steiner? Sieht mal aus, als käme der gute Mann zum Zug, obwohl er es gar nicht wollte. Lili, ich hoffe, du hast sehr bequem und weich auf deinem schönen Thron. Verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Ohne Lili, was soll ich denn bloß machen ohne dir? Ihr Lächeln, ihr Stimmen. Ihr wunderschöne Stimme, die in meine Ohren wie lieblicher Gesang klingt. Kerl, krieg dich wieder ein, das bin ich, der die Stimme als Frau verstellt. Nur Strophe von ihrem herrlichen Gesang und mein Herz blüht auf ihr. Lilie. Ach, verdammt. Dann lass er doch abblühen. Abblühen wie eine Lilie sie dann. Genau, sie fix. In einem Halbdunkel völlig resigniert am Tisch zu kleben, das sieht er ja gar nicht ähnlich. Mei, rett und so. Ach, jetzt hört doch mal auf, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie sie in mir drin gerade aussieht. Bäh. Lang nicht gesehen, was sie dann. Aber warum machst du ein Gesicht, wie sie mit der Wetter ist, was? Hey Chef, nimm dich wieder in die Tantalus-Bande auf, okay? Dann ziehen wir wieder alles zusammen los und klauen einen Schatz um andere wie in der alte Zeiten. Schatz nur um andere. Weißt du, sie dann, echte Schätze sind leider ziemlich rar in unserer Welt, aber man hat erstmal einen wirklich besonderen Schatz gefunden, dann sollte man auch alles dran setzen, sich zu holen. Das ist die Regel Nummer 1 hier bei Tantalus, aber wem sage ich das? Doch wer sich nicht dran halten kann, der hat bei uns leider nichts verloren. Was ich eigentlich sagen will, dass du im Moment in der Lage bist, den Taub zu fangen, nicht in der Lage bist, die Lilie zu pflücken, hast du nicht das Zeug dazu, wieder bei Tantalus zu sein. So einfach ist das. Chef? Du, sieh dann, wenn man nicht Lili besuchen gehe. Ich krampfe echt ja irgendwelche Metaphern und erkläre hier die Dinge einfach so beim Namen. Wie köstlich her. Lass uns gehen, sie dann. Los, beweg dich, du Kleber. Jo, hast recht. Da wollen wir mal schnell ins Schloss und Lili alles Gute wünschen, bevor sie Königin wird. Genau. So, dann haben wir für dich ja auch wieder was Neues. Runenklinge hatten wir schon. Jetzt kommt Räuberseele, was er hier lernen kann. Sehr schön. Kopftuch für Pokerherz. Genau. Mithril-Armreif. Haben wir leider nichts Besseres für dich. Brigandine dürfte derzeit so das Beste sein für dich. Und du lernst ja noch kräftig. Okay, mit Amethyst können wir Atmos und Gravitas lernen. Aquamarin ist Leviathan. Opal ist Shiva. Topaz ist Ifrit. Das dürfte es gewesen sein erstmal. Die andere Bestia finden wir dann im Laufe der Zeit. Ach ja, herrlich. So, glatt vergessen. Oh, jetzt habe ich doch glatt vergessen, sie dann den Brief zu übergeben. Haben sowieso irgendwo verloren. Ja, super Typ. Der ist wohl nicht geeignet als Postbote, der Kerl. Ach ja. So. Gut, bevor der Emo sich jetzt in der Schlaf heult, gehen wir doch mal hier Lili besuchen. Wobei auf der anderen Seite, wir können auch noch mal kurz durchgehen. Können wir uns so noch mal ein bisschen umgucken. Da sind ja auch die Mogris hier noch beim Glockenturm. Und, hier können wir jetzt auch in die Häuserei. Na, kann ich euch ausrauben oder wie sieht's aus? Na, da komme ich nicht durch. Okay, versperrt leider das Mädel der Weg. Und hier sieht es nicht so gut aus. Oh, das ist ein alter Mann. Kennst du die Geschichte von Sids Braut? Ja, natürlich. Ach so. Gut. Dann
Ah, okay, die ganze Mokri-Versammlung hier hat sich aufgelöst. Na gut. Dann gehen wir halt mal zum Schloss. Ah, da ist im Hintergrund noch Spinett, was gespielt wird. Ich liebe ja das Instrument, das klingt so cool. Ach ja. Und dann hier Reihe, da müssen wir mit der Fähre rüber schiffen. Sieht dann, der untreue Kerl, wenn er schon in Alexandria ist, könnte er ja ab und zu mal was von sich hören lassen. Ist was, mein Bester? Wenn ich etwas sage, ich hätte vielleicht etwas am Mundwinkel oder so ähnlich. Ich hab gar kein Wort gesagt. Suchst du Streit? Ich such nie Streit, aber Aufforderung zum Tanz lege ich natürlich auch nicht ab. Aber wenn du dich derartig entschuldigt, dann will ich nochmal auch zudrücken. Wie lachhaft. Streiterei sind ja aus strengste Verbote, Herrn Uff, der Stell auf. Hey, hey, ruhig Blut. Wenn das nicht mal sie dann ist, lang nicht sehe, mein Lieber. In uns viel zu erzählen, aber erstmal habe ich noch etwas zu erledigen. Die Frau, kennst du die etwa? Na, dann sei doch so gut und klär die lebensmüd auf, dass ich der meistgesuchteste Verbrecher vom Kontinent bin. Jetzt machen wir halblang, hier ist sicherlich nur Maus über die Leber gelaufen, sonst nichts weiter. Entschuldigung für den ganzen Ärger, das sind zwei Freunde von mir, wissen ihr? Wenn ihr kennt noch mal Gnade für Recht walten lassen, ja? Allerhaupt, Prinzessin Garnet hat uns befohlen, Herr Tribal, Madame Crescent und auch Herrn Orunizia besonders zuvorkommend zu behandeln. Ja, Crescent ist Freya und Orunizia ist Vivi. Interessanterweise übrigens auch, Vivi ist ja ein Prototyp von der Schwarzmagier. Der ist eigentlich tatsächlich nicht älter als 6 Monate in etwa. Das heißt, ja, man weiß ja halt nicht, wie lang seine Lebensspanne ist, aber da er ein Prototyp ist, wird es wahrscheinlich länger als ein Jahr sein. Und er wird als 9 Jahre angegeben, das ist eigentlich eher so Fantasiegebilde von seiner Zahl, was wahrscheinlich auf das Spiel, auf den Teil Final Fantasy 9 zurückgeht, dass man ihn einfach so von 9 Jahren eingeschätzt hat. Und somit ist Vivi eigentlich der jüngste Charakter überhaupt aus dem Final Fantasy Spiel, der eigentlich nur 6 Monate alt ist, circa. Lea hat so etwas befohlen? Ach, so ist es. Nochmal Entschuldigung für die ganze Umstände. Ach, Freya, jetzt zieh doch mal wieder ein freundliches Gesicht auf. Weißt du, was mich zurzeit wirklich aufregt? Du, mein Lieber! Jetzt, wo die mit der gleichaltrige Lilly kurz davor steht, die Bürde von einem ganzen Land auf ihr Schultern zu nehmen, was tust du da eigentlich? Und schon wenigstens etwas über die Herkunft von Kutscha rausfinden. Na los, jetzt sag doch mal was. Naja, ein paar Nachforschungen habe ich ja schon angestellt, aber nimmst du das alles hier etwa nicht ernst? War es denn nicht Kutschas Intrige, aus dem Körper von Lilly die Bestie mit Gewalt zu entreißen? Und war es nicht er, der die Bestie dazu benutzt hat, die verbündete Brana umzubringen? Hast du dann wirklich gesorgt, dass Lilly noch mehr zustoßen könnte? Ja doch, natürlich. Aber was kann ich schon tun? Es ist immer nie mehr gestattet, mit der Person, die mir am meisten bedeutet, auch nur zu retten. Geschweige denn, sie zu beschützen. Jetzt, wo sie Königin wird, hat sie jede Menge Ritter, die auch so aufpassen. Da ist kein Platz mehr für mich. Du, sie dann. Lilly freut sich bestimmt, wenn sie dich wieder sieht. Ich bin mir doch ganz sicher. Deswegen sollten wir endlich mal zu ihr gehen. Ja, gut. Aber wir bleiben nicht länger als nötig, klar? Sie dann. Laviana, du kannst von mir abhauen. Egal, wo du hingehst, ich folge dir. Ja, mach, was nicht lassen kannst. Okay, jetzt haben wir hier die auch noch mit dabei. Ja, die lassen wir erstmal so, wie sie sind. Dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt hier neue Klamotte. Aber ich stehe da, sag ihr, liebe Leute. Ich mache hier wieder meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ein Yankee.